Ja, und jetzt weiss ich nicht, ob ihr zwischen Gebetswoche und Kerzenziehen euch könnt ein bisschen ans Universum denken. Ich lade euch ein dazu. Ich weiss auch nicht, ob das etwas ist, was euch sehr interessiert. Du kannst dann noch warten mit der PowerPoint an. Aber mich hat ein Artikel sehr angesprochen, den ich schon vor einer Weile mal gelesen habe. Ein Artikel im Magazin, das ist so eine Beilage zu einer Tageszeitung. Und in dem Artikel hat der Ben Moore, ein Professor für Astrophysik an der Uni Zürich, beschrieben, dass es neue Techniken gibt zum Planeten entdecken im Universum. Also, man hat ja Planeten erforscht im Universum und man hat eigentlich herausgefunden, dass alle die Planeten, die da bei uns im Universum sind, dass die um einen Stern herumkreisen. Ich nehme an, ihr erinnert euch, Schule, hat man das gelernt, oder? Eine Galaxis, die braucht einen Stern und Planeten kreisen um den Stern. Und jetzt hat aber der Herr Moore gesagt, er hätte mit dieser neuen Technik, die er angewendet hat, etwas Lustiges, also etwas Spezielles entdeckt. Nämlich, das beschreibt er in seinem Artikel so, einen erdgroßen Planeten, dem sein Stern fehlt. Ein Planet, dem sein Stern fehlt. Und er sagt in dem Artikel, der Planet haben sie genannt, ein vagabundierender Planet. Ich nehme an, das Wort Vagabund ist etwas, was vielleicht die Älteren noch ein bisschen besser kennen. Ein Vagabund ist einer, der in der Gegend umeinander zieht und keine Heimat hat und irgendwie, ja, nicht wirklich irgendwo einen festen Wohnsitz, ein Vagabund. Jetzt hat also der Herr Moore einen vagabundierenden Planet entdeckt im Universum. Der fliegt durchs All durch, irgendwo, und hat keinen Stern. Hat keinen Punkt, wo er sich daran festhält. Er fliegt einfach da durchs All durch irgendwie. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jö, der arme Stern. Also was ist das für der arme Planet? Der arme Planet, der fliegt da durchs Universum durch und hat keinen Stern. Der weiß nicht, wodurch er fliegen soll. Der hat keinen Fixpunkt, um sich zu orientieren. Der vagabundiert da im Universum umeinander. Und ich habe gedacht, ja, es ist eben schon so. Jeder Planet braucht einen Stern. Das habe ich jetzt als Gegenschluss zu dem Artikel irgendwie als Gedanke gehabt. Dem Planet fehlt ein Stern, weil eben jeder Planet einen Stern braucht. Und eben der vagabundierende Planet, der ist mir nachher in der Folgewoche ein bisschen nachgegangen. Und ich habe dann ein bisschen dem nachstudiert und gedacht, wenn wir die Erde beschreiben, wo wir drauf leben, klar, wir wissen, die Erde kreist um die Sonne. Wir haben so einen Stern, einen Fixstern. Zum Glück, astronomisch gesehen, ist die Erde kein vagabundierender Planet, astronomisch gesehen. Aber ich habe mir dann gefragt, geistlich gesehen, wie ist das geistlich gesehen? Ist die Erde ein Planet, wo sich an dem Stern orientiert, an der Sonne? Die Sonne, wo auch eigentlich ja uns daran erinnert, an Gottes Liebe, an Gottes Wärme, eigentlich die Quelle vom Leben ist. Ja, so wie die Erde die Sonne braucht, um nicht herum vagabundieren zu müssen, so braucht jeder Mensch den Schöpfer. So braucht jeder Mensch auch einen Fixstern. Und nicht nur jeder Planet braucht einen Stern, auch jeder Mensch braucht einen Stern. Und darum möchte ich mit euch heute ein bisschen über diesen Stern reden. Ein Licht, auf das man schauen kann, eine Hoffnung. Und ein Licht, so ein Licht hat eben Gott an Weihnachten wie einen Stern am Himmel aufgehen. Und jetzt schauen wir mal nochmal in den Text hinein, wo uns der Christian schon gelesen hat. Im Lukas 1, da lesen wir eben die Geschichte, vielleicht ein bisschen zum Umfeld, zum Kontext. Der Zacharias ist dort in dem Schlussteil vom Lukas 1 so die Hauptperson. Der Zacharias ist ein alter Mann, ein Priester, der wie viele andere Juden zu dieser Zeit, also vor 2000 Jahren, gewartet hat auf den Messias, auf den Retter der Welt.
Und der Zacharias hat gewartet auf das Licht ein Leben lang. Und ist schon kurz vor dem Ende von seinem Leben gewesen und hat dann noch eine Zusage bekommen von Gott. Und zwar hat Gott ihm durch einen Engel sagen, du wirst einen Sohn bekommen, Zacharias. Und der Sohn sollst du Johannes nennen. Und Johannes wird dem Stern, dem Licht von der Welt, den Weg vorbereiten. Und der Zacharias hat das nicht können glauben. So wie andere ältere Herren in der Bibel das auch nicht haben können glauben, dass sie nochmal Vater werden. Und er hat das nicht können glauben und hat gesagt, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, was er gesagt hat, aber er hat vermutlich etwas gesagt wie, das kann nicht sein, ich kann das nicht, es kann gar nicht sein, Herr. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte oder erinnert euch daran, der Zacharias war im Tempel, wo ihm der Engel begegnet ist, und er ist stumm aus dem Tempel rausgekommen. Er hat nicht mehr reden. Und als er aus dem Tempel rauskommt, haben die Leute gemerkt, ui, jetzt ist etwas passiert. Und er hat weiter müssen leben mit dieser Stummheit, nichts können sagen, bis zu dem Tag, wo sein Sohn, der Johannes, auf die Welt gekommen ist. Und an dem Tag hat Gott Zacharias das Maul aufgetan. Und zwar, ich würde sagen, gewaltig. Er hat ihm gewaltig das Maul aufgetan, sodass der Zacharias richtig mit einem Schwall von Lob und Dank an Gott gerufen hat. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Das ist der Vers 68. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt der Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Und jetzt kannst du gerne mal Folie anstellen, da werden wir nämlich einen Stern sehen und der Text, vielleicht kannst du noch eins zurück. Und der Text, den man da auf der linken Seite sieht, wo jetzt eben dann in dieser Folge von dem, was der Zacharias sagt, auch kommt. Denn unser Gott ist voll Erbarmen, darum wird auch der helle Morgenglanz oder Morgenstern aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis leben und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Kannst du noch einmal zurückklicken? Gott, weil das sollte erst später kommen, da der Text. Geht nicht. Ist gleich. Also ihr schaut alle gern gegen links auf der Folie. Also, das Lied vom Zacharias mit dem Lobgesang von Gott und mit eben diesen 2 Versen, die ich ein bisschen genauer mit euch anschauen will. Also der Zacharias redet davon, dass Gott einen hellen Morgenglanz aus der Höhe uns geschickt hat. Und wir wissen jetzt, dass Weihnachten der Moment ist, wo Gott den Morgenglanz uns geschickt hat. Weihnachten ist der Moment, und ich komme jetzt auf meine Anfangsgeschichte zurück, Weihnachten ist der Moment, wo der Planet Erde einen Stern bekommt. Und es ist ja auch so, dass wirklich ein Stern ja geleuchtet hat. Weihnachten ist der Moment, wo der Planet Erde einen Stern bekommt. Und so groß ist Gottes Erbarmen, oder man könnte auch sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen hellen Morgenglanz oder Morgenstern hat aufgehen lassen. Und das Wort, wo da steht für aufgehen, also der Morgenglanz wird zu uns kommen, oder der Morgenglanz wird aufgehen. Nein, da kommen wir später drauf, auf das Aufgehen. Aber zuerst das Wort Morgenglanz oder Morgenstern. Das ist das griechische Wort Anatole braucht. Anatol. Und das Wort kann Verschiedenes bedeuten. Es kann heißen ein Stern, der aufgeht. Es kann heißen der Sonnenaufgang. Oder es kann heißen ein himmlisches Wesen. Und somit ist eben der Stern ganz fest schon verbunden mit einem himmlischen Wesen. Und Gott hat uns durch Jesus tatsächlich ein himmlisches Wesen auf die Erde geschickt, ausgestattet mit Erkenntnis, mit Barmherzigkeit und mit Liebe,
wie sie nur der Vater im Himmel kann haben. Und die Ankunft von Jesus, wo wir eben bald feiern, das ist tatsächlich ein Geschenk vom Himmel. Ein riesiges Geschenk vom Himmel. Eins von unschätzbarem Wert. Und eben jetzt noch zu dem Wort aufgehen, das finde ich auch noch spannend. In dem Text sagt Zacharias, der Stern geht eben nicht auf, wie normalerweise die Sterne oder die Sonne am Himmel aufgehen und dann in den Himmel kommen und wieder verschwinden, sondern der Stern ist aus der Höhe zu uns gekommen. Das ist ein Stern, der oben runtergekommen ist, aus dem Himmel. Aus der Höhe zu uns runter. Oder in dieser Übersetzung, die du vorher gelesen hast, Christian, er hat uns besucht. Der Stern hat uns besucht. Und auch da drin eine gute Wahrheit. Der Stern hat uns besucht. Er ist auf die Erde gekommen und nach 3 Jahren ist er wieder zurück in den Himmel. Der Stern ist das Zeichen von einem höheren Besuch vom Himmel. Der Besuch von einem König, der sein Reich aufbaut, wo wieder für Gerechtigkeit sorgt, das sagt ja der Zacharias da, ein starker Retter, der uns aus der Gewalt der Feinde rettet. Und später wird Jesus einmal selber über seinen Auftrag sagen, in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist auf die Erde gekommen, und ich sage es jetzt nochmal so, um dem verlorenen Planet, um dem vagabundierenden Erdplanet ein Stern zu sein, um jedem Mensch ein Licht zu sein. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Wenn ihr auf euer Leben schaut, Heidi hat so ein bisschen Sternstunden erzählt aus ihrem Leben, aber oft sind ja die Sternstunden kurze Momente und es gibt viel längere Momente, wo es vielleicht dunkel ist oder schwierig ist oder wo es nicht ganz so hell ist. Ich weiss nicht, wie ihr das in eurem Leben erlebt habt. Es gibt ja Menschen, die sich auch ein bisschen verirren im Leben. Es gibt auch Menschen, die getrennt von Gott leben. Gott, der eigentlich am besten weiss, was für uns gut ist. Und Jesus ist eben der in so einem Leben Orientierung geben kann, der den Weg zum Vater zeigt, wo ein Licht ist auf unserem Weg. Es gibt Leute, die Dunkelheit sehr stark erleben. Der Thomas ist so einer. Er ist von seinem Vater jeden Tag geschlagen worden. Von seiner Mutter abgewiesen worden. Er ist in der Schulzeit hat er sich zu einem Schläger entwickelt, hat sich durch die Schulzeit durchgeprügelt, hat sich später der Neonazi-Szene angeschlossen und ist mit 17 in die Rockerszene eingestiegen, hat sich mit brutaler Rücksichtslosigkeit einen Platz erkämpft als Anführer von einem Döff-Club. Und als er in einer Schlägerei mal fast sein Leben verloren hat und alles zu spät geschonen ist, hat er eine Begegnung mit Gott, die alles verändert hat. Und da ist ein Licht in sein Leben gekommen, das sein Leben total umgestülpt hat, verändert hat. Und später hat er selber dürfen, als der, wo Jesus das Licht vom Leben kennengelernt hat, seinen eigenen Töff-Kollegen ein Zeugnis sein. Ist eine Geschichte, die nicht erfunden ist, ist bei Live on Stage so zu sehen. Ich weiss nicht, ob ihr Live on Stage kennt, ob man das irgendwo da in der Nähe hat können sehen. Aber so geht es, wenn ein Mensch aus dieser Dunkelheit das Licht erkennt. Jeder Planet braucht einen Stern. Jeder Mensch braucht das Licht. Jeder Mensch braucht Jesus, wo uns der Vater im Himmel zeigt und wo uns sein Licht schenkt und wo unser Leben erhält. Und meine erste Frage heute, ich werde euch 2 Fragen stellen. Ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich in meinen Predigten nicht viel sage, was man machen muss, sondern ich tue lieber Fragen stellen. Meine erste Frage ist deshalb, und die steht jetzt eben da. Jesus ist gekommen, um dem verlorenen Planet ein Stern zu sein. Er ist gekommen, um in deinem Leben ein Stern zu sein. Hast du das Licht schon für dich in Anspruch genommen? Lässt du Jesus das Licht sein in deinem Leben? Erlaubst du ihn, dir Licht zu geben? Und erlaubst du dir als Planet, um ihn herumzukreisen und nicht
in der Welt rumzuvagabundieren. Du darfst ihn bitten, der Stern sein in deinem Leben. Und du darfst es gerade jetzt, in dieser Zeit, vielleicht an Weihnachten ganz speziell, wieder oder nochmal tun. Und Jesus sagen, ich brauche dich als einen Stern. Ich brauche dich als der mir Halt gibt, wo meine Bahn hebt, wo das Zentrum ist von meinem Leben, wo ich darf mich konzentrieren darauf. Das ist etwas Wunderbares. So der erste Teil von diesen Versen, wo Jesus als das Licht der Welt dargestellt wird, wo der Zacharias schon merkt, um was es geht. Das ist ja alles eigentlich eine Prophetie. Der Zacharias hat ja dann die Ankunft von seinem Sohn erlebt und Jesus ist ja erst viel später dann so klar als Licht der Welt so in Erscheinung getreten. Ich finde das wunderbar, dass der Zacharias das schon so hat können formulieren. Ja, und dann gehen wir noch weiter zum Vers 79, zum Unterteil dort auf dem Text. Was macht denn der Stern? Was verändert der Stern, wenn er auf die Erde kommt? Und der Jesaja hat einmal gesagt, ebenfalls als eine Prophetie, Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, er hat einmal gesagt, steh auf oder mache dich auf und werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Jesaja 60, Vers 1 und 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nochmal so ein Bild. Dunkelheit und der Stern geht über dir auf. Der Morgenglanz, und das sagt ja da der Zacharias, der bringt denen Licht, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und lenkt unsere Schritte auf dem Weg des Friedens. Es ist ein bisschen eine negative Beschreibung, die da der Zacharias über die Welt ausspricht, die in der Finsternis und im Schatten des Todes lebt. Ich bin nicht sicher, wie ihr die heutige Welt würdet beschreiben. Vielleicht nicht unbedingt als erstes, das ist eine Welt, die in der Finsternis und im Schatten des Todes lebt. Und andererseits ist es auch eine Realität. Und so Jahre, wie wir jetzt hinter uns haben, ich tue jetzt nicht aufzählen, was alles geschehen ist in den letzten 2 Jahren, ihr wisst selber, was Schwieriges passiert ist. Und solche Jahre zeigen uns, finde ich, immer wieder mit einer ganz schonungslosen Deutlichkeit auf, in was für eine Dunkelheit wir eben gleich noch leben in dieser Welt. Ein Ausmaß von Ungerechtigkeit, von ungerechter Verteilung, von Gütern, von Wissen. Das Ausmaß von Sündhaftigkeit, von Trennung von Gott, wo gleich noch da ist, wird einfach durch so Krisen, wie wir sie hatten oder haben, nochmal klarer. Und die Armut, die auf der Welt ist, wo man eigentlich schon jahrelang versucht zu bekämpfen, wo auch wir uns ja engagieren als Heilsarmee, dass man die möglichst mal nicht mehr hätte, die wird eher grösser. Und es gibt immer noch Menschen, die ausgenutzt, verschleppt, verkauft, misshandelt werden. Es gibt immer noch Flüchtlinge. Egoismus und Neid ist immer noch verbreitet und ist bei uns in unseren reichen Ländern nicht besser als in armen Ländern. Und auch bei uns sind Menschen unzufrieden, respektlos, aggressiv. Das ist auch so in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren einiges passiert. Ja, es ist doch gleich eine Realität, es tut mir leid, wenn ich es so muss sagen. Es ist eine Welt, wo doch auch eine gewisse Finsternis da ist. Und mitten in die Welt kommt eben Jesus. Und Jesus ist das Licht. Und Jesus ist ein Licht, wo uns den Weg weist. Und wo unsere Schritte auf dem Weg vom Frieden lenkt. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenkt. Ich finde das ganz eine schöne Wortwahl, wo da in der Bibel steht. Jesus ist der, der uns helfen kann, unsere Schritte auf den Weg vom Frieden zu lenken. Einerseits Frieden mit Gott, andererseits aber auch Frieden untereinander. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann kann er uns auch
lenken, dann kann er steuern, dann kann er uns zeigen, wo es weitergeht auf dem Weg vom Frieden. Dann kann er Einfluss nehmen. Es ist ja immer so, wenn man stehen bleibt, kann man nicht steuern. Wenn man ein Velo nur auf dem Velo steht, kann man es nicht lenken. Wenn man aber vorwärts geht und sich jemandem anvertraut, ich sage jetzt mal vielleicht das Bild vom Tandem, wenn ich Waage hinten drauf sitze und Jesus ist vorne, und dann kann er lenken. Also Jesus ist gekommen als das Licht in die Welt, in die, ich sage jetzt gleich, dunkle Welt, aber auch als jemand, der unsere Schritte auf den Weg vom Frieden kann lenken. Und das ist meine zweite Frage, und jetzt kannst du vielleicht noch einmal klicken. Ups, jetzt ist alles weg. Jetzt nochmal, genau. Jesus hat uns besucht, um unsere Schritte auf dem Weg vom Frieden zu lenken. Und da ist einfach meine Frage, bist du auf dem Weg vom Frieden? Oder bräuchte es vielleicht etwas, um auf den Weg vom Frieden zu kommen? Ich weiss nicht, wie fest, dass ihr in Situationen sind, wo es Konflikt gibt oder wo es Unverständnis gibt, Streit, was auch immer. Mir ist einfach immer wieder bewusst, dass man ganz schnell auf einem Weg ist, wo nicht der Weg vom Frieden ist. Wo man nicht versucht, den Frieden herzustellen oder den anderen zu gewinnen, sondern wo man eher sich auseinander dividiert, trennt in diesen Positionen, wo man fest vertreten will. Bist du auf dem Weg vom Frieden? Was kann dir helfen, vielleicht noch mehr auf den Weg vom Frieden zu kommen? Jesus ist auf jeden Fall gekommen, um uns auf den Weg vom Frieden zu lenken und nicht vom Unfrieden. Jesus ist der kann den Frieden herstellen, auch eben Frieden mit Gott und auch Frieden untereinander. Also, jeder Planet braucht einen Stern. Das ist meine Behauptung am Anfang. Und ich bin immer noch überzeugt, dass das so ist. Jeder Mensch braucht einen Stern. Jeder Mensch braucht Jesus als das Licht in seinem Leben. Und Weihnachten ist der Moment, wo Gott dem Planet Erde einen Stern geschenkt hat. Ein Stern in die Nacht. Ein Stern, der wie ein himmlischer Glanz aus der Höhe auf die Erde kommt, uns besucht und auch wieder zurück zum Vater gegangen ist, wie wir wissen. Ein Stern, der uns besucht wie ein König, der zum Rechten schaut, der sein Reich aufbaut und wo uns dann sein Reich in die Hand leitet und sagt, und jetzt schaue dir. Und der Stern heißt Jesus und er möchte in unserem Leben leuchten. Er möchte auch dir, er möchte auch euch leiten auf dem Weg vom Frieden. Und ich wünschte mir, dass wir an diesen Weihnachten den Stern entweder ganz neu für uns entdecken oder dass wir an diesen Weihnachten einen kleinen Beitrag dazu leisten, auf den Weg vom Frieden zu lenken. Vielleicht auch Leute, die ihr da trefft. Beim Kerzenziehen. Excuse, bei der Topfkollekte. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten auch für euch, auf dem Weg vom Frieden jemanden zu lenken. Ich wünsche mir, dass wir an diesen Weihnachten den Stern entdecken und schätzen lernen und dass er eure Weihnachtszeit mit Licht und mit Frieden erfüllt. Amen.